Hey, wer von euch kommt alles gern Liebesbrief über? Hat es noch ein paar so Romantiker? Yes! Wer schreibt auch noch Liebesbrief? Regelmäßig, ab und zu. Yes, da hat es ein paar. Grossartig. Ich habe der Steffi anfangs 2018 ein Versprechen gegeben, nämlich, dass ich ihr im Verlauf von diesem Jahr einen Liebesbrief werde schreiben. Natürlich einen handgeschriebenen und nicht irgendwie so ein Computer-E-Mail oder so. Und wie es so ist mit diesen Sachen, wenn du das am Anfang Jahr versprichst, dann ist es nicht Anfangsjahr der richtige Zeitpunkt, um das natürlich gerade zu machen, oder? Sondern ich habe gefunden, da müssen wir jetzt schon ein bisschen warten, es soll dann vielleicht auch noch ein bisschen eine Überraschung sein. Dann habe ich gewartet und dann war viel los gewesen, und dann ist noch mehr los gewesen, und dann gefunden, nein, ich will wirklich Zeit haben, es muss ein guter Moment sein, und dann ist es irgendwann der 31. Dezember gewesen. Und ich bin am 31. Dezember bei uns da hinten im Büro gehockt und habe gesagt, so, jetzt muss ich einen Brief schreiben, ich muss mein Versprechen wahrmachen. Und es war dann immerhin eine Überraschung gewesen, weil du, glaube ich, nicht mehr geglaubt hast, dass ich es wirklich noch wahr mache. Aber ich habe ihn geschrieben, den Brief. Genau. Aber es war eine gute Gelegenheit, wo ich gemerkt habe, um mir nochmal so Gedanken zu machen über die vergangenen 4 Ehejahre, die wir zusammen hatten. All die Highlights, die wir zusammen erlebt haben, die schönen Sachen, die Herausforderungen, die wir zusammen durchgestanden sind. Ich habe mir ganz vieles überlegt, was ich an der Steffi schätze und liebe. Und während dem Reflektieren sind mir aber auch noch ein paar Gedanken über die Ehe, so Blitzgedanken aufgegangen, die mich irgendwie nicht mehr loslassen haben. Und wo schlussendlich, nebst weiteren Gesprächen und Sachen, dazu geführt haben, dass wir heute diese Predigt machen. Ich finde, es ist mega wichtig, dass wir über Ehe reden. Ich gehöre von vielen Ehen oder zu vielen Ehen, die schwierig sind, wo es nicht einfach ist oder wo sogar sich auflösen. Jetzt nicht einfach da bei uns passiert das natürlich nicht, sondern nur überall sonst. Aber es ist ein mega Thema und darum ist das so eine Herzschlag-Message. Und ich möchte euch ein bisschen Einblick geben in die Reflexion, die ich hatte und was das Ganze mit dem Evangelium, mit Kirche und mit Selbstverpflichtung zu tun hat. Und ich möchte einsteigen, indem wir so einen Grundtext aus der Bibel lesen, wo es um die Ehe geht, und zwar Epheser 5, ab Vers 21 bis 33. Also die Bibel dabei haben, ist ein längerer Text, lohnt sich vielleicht zum Bibel führen und mitlesen. Aber er ist auch auf dem Screen. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist, doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Das ist ein bisschen ein längerer Text.
über Ehe mit ein paar Aussagen, die uns häufig gerade als allererstes ins Auge springen und uns Fragen machen, nämlich das Ganze mit der Unterordnung der Frau. Und darum ein paar kurze Gedanken, damit wir diesen Punkt aus dem Weg haben, weil eigentlich soll es nicht um das Thema gehen heute Morgen. Die Bibel redet da eindeutig von einer gegenseitigen Unterordnung. Oder im Vers 21, der erste Vers, heißt ganz klar, ordnet euch einander. Also nicht einfach nur Frau am Mann und umgekehrt nicht. Und es steht nachher, ja, die Frau soll sich nicht über den Mann erheben, weil das wäre in der damaligen Zeit absolut nicht in Ordnung gewesen. Aber viel revolutionärer als diese Aussage ist eigentlich, dass sich eben auch der Mann soll unterordnen. Und die Anforderungen, wenn wir ein bisschen weiterlesen, ihr habt es gehört, sind eigentlich an den Mann fast höher gesteckt, wenn es nämlich heisst, dass die Frau so soll geliebt werden, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, also sein Leben für sie angegeben hat. Und das ist, wenn man den Gesamtabschnitt nimmt, ist das für die damalige Zeit fast eine revolutionäre Gleichberechtigung von der Frau, wo ihr einen enormen Wert zuspricht, wo sie sonst in der damaligen Gesellschaft nicht hatte. Und der Hauptpunkt von dieser Stelle ist nicht, die Frau soll sich am Mann unterordnen, sondern die Bibel fordert beide auf, sich einander absolut zu verpflichten und sich selber nicht im Mittelpunkt stellen, sondern sich eben einander gegenseitig unterordnen. Das wäre so der Teil. Und jetzt würde ich gerne den Fokus aber eher auf die Verse 31 bis 32 setzen, wo es heisst, deshalb, so heißt es in der Schrift, ist also ein Zitat, das Paulus da macht, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Also der erste Teil, das ist ein Zitat aus dem 1. Mose, Kapitel 2, die erste Stelle, wo es eigentlich um Ehe geht in der Bibel. Und der Paulus sagt da, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Im Griechischen ist da das Wort ein Megamysterion. Und jetzt, jeder, der schon geheiratet ist, kann da wahrscheinlich gut nachfühlen, weil manchmal ist auch einfach der andere Partner wirklich ein Mysterium für uns, wo man nicht ganz verstehen oder manchmal nicht ganz wissen, was damit oder wie es funktioniert. Aber um das geht es nicht, oder? Weil er macht ja da ganz klar den Bezug zu der Gemeinde. Stellt den Bezug zu Jesus her und dem Evangelium. Oder? Wenn wir zurückschauen in dem ganzen Abschnitt, im Vers 25, heißt es, Jesus hat sein Leben für die Gemeinde, also für die Kirche. Und Jesus liebt die Kirche, angegeben. Also muss es irgendetwas mit dem zu tun haben. Und etwas mit dieser gegenseitigen Unterordnung, wo die Bibel in diesem Abschnitt redet. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass Jesus null Selbstbezogenheit gelebt hat. Oder dass er voll und ganz sich auf uns auch einlassen hat. Für uns da war, nicht zuerst für sich geschaut hat, nicht egoistisch war, sondern für uns auf dieser Welt war und uns gelebt hat. So fest, dass wir in den Evangelien sogar lesen, dass er schlussendlich ans Kreuz ist für uns. Und in dem hinein sieht der Paulus irgendwo ein Geheimnis, das er voll auf die Ehe bezieht. Und der eine Teil, oder, dass wir in einer Ehe nicht auf uns hauptsächlich schauen sollen, sondern auf den anderen und so weiter, so ein grosses Geheimnis ist das nicht. Das muss irgendwo noch ein bisschen tiefer gehen. Und ich möchte das mit euch ein bisschen auspacken heute, weil es geht wirklich noch weiter. Und das ist etwas, wo wir eben in dieser Zeit, am 31. Dezember letztes Jahr, einfach nochmal so richtig bewusst worden ist. Sind ihr ready? Sehr gut. Wichtig, es ist nicht nur eine Predigt für Verheiratete, auch alle anderen können in dem Sinne mega viel lernen, es wird mega viel drin haben. Darum hängt nicht ab, wenn ihr jetzt gerade nicht zu denen gehört, die geheiratet sind. Gestern war da drin eine Trauung. Der Simon und Samantha, die Leitner, haben sich tatsächlich Ja gesagt. Es war ein wunderschöner Moment, mega schöne Trauung. Und haben sich an dieser Stelle, wo ich jetzt eigentlich da stehe, ein Versprechen gegeben für die Ewigkeit. Oder am Anfang der Ehe versprechen wir uns, dass wir einander für immer lieben wollen, dass wir den anderen höher schätzen wollen als uns selber, dass wir das Beste füreinander wollen, dass wir füreinander da sind und dass wir für immer zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet, egal was sonst zwischendurch kommt. Das ist wohl das grösste Versprechen, das zwei Menschen sich geben können, und es ist die wohl engste Verbindung, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Die Bibel redet an dieser Stelle von einem Bund.
Und im Bund heisst, dass ich mich mit meinem Versprechen verpflichte, das einzuhalten, selbst wenn mir durch das Einhalten Nachteil würde entstehen. Dass nichts mich aufhalten soll und dass ich nichts mich dazu bringen kann, den Bund jemals zu brechen. Es ist eine radikale Selbstverpflichtung, die wir eigentlich machen, dem anderen gegenüber. Und was wir mit dem Versprechen eigentlich machen, ist, dass wir unserer Liebe, die wir zueinander haben, einen festen Rahmen geben. Wir schränken uns ganz bewusst ein und sagen Nein zu allen anderen möglichen Partnern, Nein zu allen Fluchtwegen aus dieser Beziehung raus, wenn es mal schwierig ist, wo wir wie sagen, hey, nein, das soll es nicht geben, das ist für mich keine Option mehr. Wir verpflichten uns dem anderen, egal was kommt, auch wenn schwierige Zeiten kommen, auch wenn es völlige Veränderungen der Lebensumstände gibt. Und das schafft eine Sicherheit. Das gibt dieser Liebe eine Sicherheit und einen Rahmen, wo sie drin wachsen kann. Und jetzt all die schon geheiratet sind, die wissen, dass das am Anfang der Ehe auch gar nicht unbedingt so eine mega Kunst ist. Gar nicht so eine riesige Challenge, weil wir uns ja zum Glück mit jemandem heiraten. Jetzt ist das falsche Bild gekommen. Das müsste viel später kommen. Aber wir schauen dann noch. Machen wir mal eine Weile lang ohne Slides weiter. Genau. Am Anfang ist das ja nicht so eine grosse Challenge, weil man ja zum Glück jemanden heiratet, wo man attraktiv findet, wo man uns dazu angezogen fühlt, wo wir hoffentlich schon eine Weile zusammengelebt haben miteinander, zusammen gewesen sind miteinander und uns zueinander hingezogen fühlen. Und wir haben so ein bisschen, kann man sagen, in dem Moment, wo wir heiraten und das Versprechen machen, die rosaroten Brüllen auf und dann gehen wir in die Flitterwoche und jedes Foto hat den Hashtag No Other, Big Love, Forever und so weiter. Und wir sind irgendwo auf Wolke 7. Und dann, was passiert meistens im Verlauf der nächsten Zeit? Irgendetwas fängt sich an zu verändern. Als erstes merken wir plötzlich, so bei der einen ist das schneller, bei der anderen weniger, dass unser grossartiger Partner auch irgendwo weniger grossartige Seiten hat. Und dass die weniger grossartigen Seiten sich immer mehr zeigen und immer stärker zum Vorschein kommen. Dass unser Partner manchmal egoistisch ist und manchmal uneinsichtig und die Fehler nicht sehen. Und dann merken wir plötzlich, ja, unserem Partner geht es anscheinend genau gleich. Der hat auch aufs Mal das Gefühl, ich bin egoistisch und ich bin uneinsichtig und ich sehe meine Fehler nicht und die Sachen, die ich nicht gut mache. Und es kommt irgendeine so eine Ernüchterung ein bisschen rein. Kennt das irgendjemand? Oder ist das nur bei uns so gewesen? Muss sich jetzt niemand outen. Und mega schwierig wird es dann, oder, wenn beide finden, dass die egoistische Seite vom anderen viel stärker und viel schlimmer ist als die eigene und sich eigentlich zuerst der andere müsste ändern, bevor ich dann meinen Teil auch mal noch anschaue. Und entweder ändern wir dann irgendwann bei so einer Art Waffenstillstand, wo wir einander ausweichen, wo wir vielleicht gewissen Themen aus dem Weg gehen, wo wir sie vermeiden, oder wir warten schlicht und einfach wirklich darauf, dass der andere sich endlich mal ändert. Oder wir arrangieren uns irgendwie einfach mit dieser ganzen Sache und lassen eigentlich damit zu, dass die wunderbar angefangene Ehe irgendwo anfängt, sich zu verändern und eigentlich zu etwas wird, was wir gar nicht wollen. Oder der andere Weg ist, wir fangen an zu merken, dass unsere Ehe in dem Moment eigentlich etwas über uns selber lehrt, wo wir eigentlich lieber gar nicht ans Licht kommen lassen hätten. Wo wir eigentlich versucht haben, gut zu verstecken in unserem Leben. Nämlich wir merken, dass wir eigentlich gar nicht so gut sind, wie wir es gedacht haben, wie wir es gemeint haben. Und das tut schon noch weh, so in dem Moment, wenn du denkst, du bist mega geduldig, das ist jetzt wirklich etwas, was du gelernt hast in den letzten 20, 25 Jahren. Und dann merkst du plötzlich eines Tages, dass du heute schon das 4. Mal ungeduldig bist mit deiner Frau. Das war noch eine harte Lektion. Und tut ein bisschen weh. Und das ist auf die einen Seite etwas mega Faszinierendes an Ehe und auf die andere Seite auch ein bisschen erschreckend, oder? Weil plötzlich man Sachen merkt, wo man sich vielleicht vorher gar nicht eingestanden hat. Eine Ehe ist irgendwie so eine enge Verbindung,
so eine grosse gegenseitige Verpflichtung, dass man sich so näher kommt. Und zwar unausweichlich, oder? Es geht nicht anders. Wie das keine andere Art von Beziehung kann. Und wo über kurz oder lang eben nicht nur die guten Seiten von uns durchscheinen, wo irgendwann auch die Macken, die Fehler, vielleicht sogar unsere eigene Sündhaftigkeit plötzlich durchdrücken und aufkommen. Sachen, wo man vielleicht sogar manchmal das Gefühl hatten, nein, ich sicher nicht, oder? Stolz und Vorurteil ist so etwas, wo unweigerlich irgendwann ans Licht kommt. Ängstlichkeit, Unsicherheiten, wo man vielleicht immer überspielen vorher. Egoismus, Unversöhnlichkeit, Geiz, Sturheit und Erwartungshaltungen, Stimmungsschwankungen, Jähzorn, Wut, Unaufmerksamkeit, Unorganisiertheit, auch Unordentlichkeit, ist etwas, was garantiert vorkommt, Ungeduld, Undiszipliniertheit, Sucht werden irgendwann ans Licht kommen, Fahrlässigkeiten und alle Masken, die wir uns irgendwie aufbauen haben, die fallen irgendwann in einer Ehe. Es ist nicht möglich, sie dort aufrecht zu behalten. Und ich glaube, jeder von uns weiß selber, was vielleicht bei ihm die Punkte sind. Und man könnte eigentlich sagen, Ehe bringt uns die schonungslose Wahrheit über uns selber als Licht. Und das ist so eine Kraft, die die Ehe hat, dass es uns die Sachen aufzeigt, die man eigentlich vielleicht selber gar nicht so cool findet und wo man eigentlich immer versucht haben, irgendwo so unter dem Wasser zu behalten. Und noch viel schlimmer ist es dann, wenn Kinder im Spiel sind, oder? Das weiss wahrscheinlich alle, die Kinder haben, oder das höre ich immer wieder. Dann kommen wir nämlich nochmal ganz anders an Grenzen und dann kommen nochmal ganz andere Sachen über uns führen, wo wir einfach gehofft haben, dass die nicht da sind. Du lernst dich selber nochmal auf eine erschreckende andere Art und Weise kennen. Und das Schwierige ist, dass so Einstellungen oder Schwächen, die vielleicht im Umgang mit anderen Leuten nicht so ins Gewicht fallen, in einer Ehe eben dann plötzlich viel mehr ins Gewicht fallen. Also gerade wenn du zum Beispiel nachtragend bist, dann ist das vielleicht im Umgang mit Kollegen auch nicht so lässig und vielleicht manchmal schwierig, aber in einer Ehe funktioniert es einfach nicht. Es geht nicht, wenn wir uns nicht immer wieder verzeihen können. Also die Ehe zeigt uns ein Stück weit die Wahrheit über uns selber. Und ich glaube, auf das ist einer von diesen Punkten, wo der Paulus darauf anspielt, in dieser Stelle im Epheser, wo er das Geheimnis beschreibt. Es ist Kraft, wo er es mit dem Evangelium vergleicht, weil das Evangelium ist eigentlich ganz ähnlich. Auch die Kraft vom Evangelium ist es, dass sie uns zu der Wahrheit über uns selber führt. Weil die gute Nachricht von Jesus, wenn wir uns Jesus aussetzen und mit ihm unterwegs sind, werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir auch merken, dass wir gar nicht so gut sind, wie wir es vielleicht immer gemeint haben. Dass unser Leben vielleicht nicht so verhebt, wie wir es immer gedacht haben. Dass wir doch irgendwo noch so viel Egoistisches in uns drin haben. Und dass, obwohl wir uns mega Mühe geben und alles versucht haben, es irgendwie doch nicht so ganz langt. Und das ist in dem Moment, wo zum Glück eben nicht nur wo es nicht bleibt bei dieser schlechten Nachricht ein Stück weit, sondern wo es weitergeht, wo die gute Nachricht vom Evangelium auch ins Spiel kommt. Nämlich, dass wir trotz all dem mehr geliebt sind, als dass wir es uns jemals hätten vorstellen können oder es verdienen würden. Dass Jesus uns trotz allem so fest liebt und dass, egal was ist, er uns nicht einfach wieder loslässt. Er nicht einfach sagt, that's too much, auf das habe ich keinen Bock mehr, das lasse ich. Das ist genau die Kombination aus Liebe und Wahrheit, wo eben in unserem Leben die Kraft kann entwickeln kann, um uns wirklich im Innersten innen zu verändern, wo es braucht. Und das ist das Evangelium, oder? Es schafft einen sicheren Rahmen durch den Bund, wo Gott mit uns Menschen geschlossen hat, dass er uns nicht fallen lässt, selbst in den schlimmsten Moment, dass er nicht plötzlich nichts mehr mit uns zu tun haben will, dass er nicht plötzlich sagt, jetzt ist es genug gewesen. Oder wenn du dich nicht jetzt endlich mal änderst, dann. Sondern dass er uns trotz allen Schwächen und trotz allen Fehlern, die wir vielleicht immer wieder machen, uns helfen möchte, zu der Person zu werden, die er uns schon immer eigentlich geschaffen hat dazu. Egal wie lange das dauert und egal wie viele Rückschläge es auf dem Weg vielleicht gibt. Und das ist das Geheimnis vom Evangelium, wo der Paulus da mit der Ehe in Bezug bringt. Weil sie ein Stück weit
ein mega gutes Abbild von dem ist, wo uns vielleicht sogar hilft, das Evangelium besser zu erklären. Und weil wir genau das brauchen, um in unserem Innersten verändert zu werden. Die Ehe bietet uns so einen sicheren Rahmen von der Liebe, wo zwar unsere Schwächen und Fehler schonungslos irgendwann offengelegt werden, aber sie bietet uns gleichzeitig auch einen Ort, wo zwei Menschen sich versprochen haben, sich nicht nur in den guten Zeiten zu lieben und füreinander da sein, selbst in den Zeiten, wo es schwierig ist. Auch dann, wenn das Gute nicht so sichtbar ist, auch dann, wenn es nicht einfach eine happy-clappy-Zeit ist, auch dann, wenn vielleicht der Partner gerade durch eine schwierige Phase geht und es nicht einfach ist und die Liebe vielleicht sogar einen Moment lang nicht rum ist. Das Versprechen schafft die Sicherheit, trotz allem zueinander zu heben. Und es schafft einen Rahmen, dass man gemeinsam einen Weg gehen kann und ganz sich selber sein kann, offen und ehrlich zu seinen Sachen stehen und zusammen kann einander unterstützen, zum Veränderung erleben. Und um das geht es eigentlich in der Ehe. Sie hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden, uns noch viel mehr in das Bild verwandelt werden, wo uns Gott eigentlich dazu geschaffen hat. Das ist durch die Kraft von der Nähe und von dieser Wahrheit, aber eben auch Liebe in der Ehe für uns möglich. Ehe, das sind zwei Menschen, die sich helfen, gegenseitig, immer mehr zu der Person werden, zu der sie Gott eigentlich geschaffen hat. Was für eine Kraft ist in dem hinein, hey, wenn du deinen Partner kannst anschauen und nicht einfach nur die negativen Sachen kannst sehen, sondern kannst sehen und sagen, hey, ich sehe in dir immer wieder so ein Fünkchen von dem, für was Gott dich eigentlich geschaffen hat. Und ich sehe, wie du immer mehr in das hineinwachst, wo Gott für dich hat und wo Gott möchte, dass du bist. Und ich will dir helfen, zu dieser Person zu werden. Ich will mit dir in dem hinein unterwegs sein. Die Liebe von der Steffi hilft mir, auch die Sachen anzugehen, wo ich mir vielleicht gar nicht bewusst war oder wo ich mir nicht eingestehen wollte. Dort, wo mir Disziplin fehlt, hilft sie mir. Dort, wo ich ungeduldig bin, kommt sie vielleicht plötzlich führen und ich merke, da habe ich einen Punkt, wo ich daran arbeiten kann. Dort, wo ich egoistischer bin, als ich immer das Gefühl habe, sage ich. Umgekehrt ist das jetzt bei uns natürlich nicht nötig, aber es ist so ein bisschen wie, und jetzt kann das Bild kommen von Michelangelo. Das ist ein riesiger Künstler, oder? Und die Statue, die hat er aus einem Block Marmor rausgeschnitten. Und sie haben ihn gefragt, wie er das geschafft hat. So viele Details und das so schön machen. Und er hat gesagt, hey, ich habe in diesen Block hineingeschaut und ich habe einfach alles weggekratzt und weggenommen, was nicht David war. Und genau das ist der Punkt, oder? Dass wir zusammen miteinander unterwegs sind. Und wenn die Kraft von der Wahrheit in der Ehe und die Kraft von der Liebe in der Ehe zusammenkommen und wir uns gegenseitig in dem hinein unterstützen, dann können wir gemeinsam mit der Hilfe von Gott Stück für Stück das entfernen, was eigentlich nicht zu uns gehört, was nicht ursprünglich gedacht ist. Es ist ein völliger Perspektivenshift. Und das ist das Geheimnis, oder? Wie in der Ehe die Kraft von eben genau die gleiche Kraft ist, wie eigentlich das Evangelium hat, wirksam ist. Und wie sich Ehe und Evangelium ein Stück weit gegenseitig erklären. Und mich begeistert das immer wieder, zu sehen, was für eine tolle Idee das ist. Wie Gott das so geschickt eingefädelt hat und wie das von Anfang an in der Bibel ein Stück weit drin ist. Und darum frage ich dich, siehst du das Bild, wo Gott vor Augen hat, wenn er deinen Partner sieht? Und bist du bereit, deinem Partner so zu dienen, dass Stück für Stück immer mehr von dem kann sichtbar werden, wer er eigentlich ist? Voller Liebe. Einfach an den da sein, wenn es vielleicht schwierig ist. Auch wenn er sich vielleicht nicht so verhaltet, wie du das Gefühl hast, müsste es sein. Ohne Vorwürfe. Ohne, hey, mach mal endlich. Sondern in einer Liebe, die sich am anderen angibt und bereit ist, auch in diesen Zeiten Vollgas zu unterstützen. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen mit diesen Gedanken, auch gerade für die, die eben nicht verheiratet sind. Weil eben, es ist nicht so, dass euch das einfach in dem Sinne nichts angeht und ihr jetzt, weil ihr nicht geheiratet sind, das euch nicht betrifft. Weil es ist ja die Kraft vom Evangelium, wo der Paulus da redet. Und die gilt für alle von uns, egal ob wir geheiratet sind
oder nicht. Jesus hat sich ganz für die Kirche angegeben, nichts zurückgegeben. Er hat sich uns in dem Sinn ganz verpflichtet. Und die Frage an jeden Einzelnen von uns ist, sind wir bereit, das Gleiche auch zu machen? Uns ihm ganz zu verpflichten, so wie er sich uns verpflichtet hat. Egal was kommt. Egal ob schwierige Zeiten kommen. Und sind wir bereit, uns ganz auch einen Teil von der Kirche, wo Jesus liebt und was heisst, hat er sein Leben für sie angegeben, zu machen. Weil sie die Brut ist von Jesus. Jesus und die Kirche ist das Gleiche wie Ehe. Das heisst im Vers 27, dass er sie zu einer Brut von makelloser Schönheit möchte machen, wo heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Es ist nicht ganz das Gleiche wie mit einer Hochzeit, weil Jesus ist diese Selbstverpflichtung schon eingegangen, bevor klar war, dass wir die auch ihm gegenüber machen. Ist sie jetzt schon für dich eingegangen, auch wenn du noch am Überlegen bist, ob du das auch möchtest machen. Im 1. Johannes 4,19 heißt es, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat sich schon entschieden. Er hat sich schon verpflichtet. Und er zieht sich nicht zurück, wenn all unsere hässlichen und unschönen Seiten sich zeigen. Er bleibt. Bist du auch bereit, dich ganz auf ihn einzulassen? Dich ihm ebenfalls ganz zu verpflichten und zu sagen, ja. Ich weiss, dass wir uns manchmal schwer tun mit dem. Manchmal ist es in der Theorie so einfach. Aber es schränkt uns ein Stück weit auch ein. Es limitiert unsere Optionen. Wir behalten uns nicht mehr alles andere offen. Und spannend ist, obwohl es uns limitiert, bringt es uns in eine Freiheit hinein. Weil ich glaube, nur wenn wir alle Fluchtwege abschneiden und uns keine anderen Optionen offen lassen, können wir uns auf den vielleicht eben manchmal schmerzhaften, aber auch heilsame und liebevolle Prozess einzulassen, zu der Person zu werden, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Wenn wir nicht mehr flüchten können, wenn wir gesagt haben, für mich ist es keine Option mehr, mich zurückzuziehen dort, wo es schwierig wird. Wir stehen immer wieder in der Tendenz, oder, dass wir alles, was uns im ersten Moment unangenehm erscheint, dass wir von dem flüchten und uns irgendwie zurückziehen. Aber Wachstum geschieht genau dort, wo wir bereit sind, diese Challenge anzunehmen, wo wir bereit sind, uns auf das einzulassen. Darum gehört für uns als Kirche Small Group und Passion Group eine verbindliche Gemeinschaft einfach dazu, weil wir wissen, es wäre manchmal einfacher zum Flüchten. Aber es macht etwas mit uns, wenn wir uns drin hineingeben und sagen, ja, ich bin mit dabei. Auch wenn es manchmal unkomfortabel ist, auch wenn es manchmal schwierig ist. Nur in der Verbindlichkeit, auch in der Beziehung mit Gott und in der Gemeinschaft werden wir herausgefordert und mit unseren Schwächen und Fehlern konfrontiert. Weil nur dann ist plötzlich so ein Moment, wo du dich fragen musst, wenn dich vielleicht jemand aufgeregt hat, ob das vielleicht auch etwas mit dir zu tun hat. Warum dich denn das plötzlich so stresst? Warum das etwas in dir auslöst? Warum dich das trifft? Wir gehen nachher nochmal in Worship rein. Ich habe noch ein paar Gedanken, die ich möchte euch mit hineingeben in die Worship-Zeit hinein. Wenn du verheiratet bist, ich habe keine Ahnung, wie es um deine Ehe gerade steht, das weißt du selber. Aber wir haben heute speziell ein Ehepaargebet. Leute, die es lieben, für dich, deine Ehe zu beten. Und ich möchte euch einladen, völlig unabhängig davon, wie es in eurer Ehe geht. Ob ihr das Gefühl habt, es läuft mega gut oder ob es eine schwierige Zeit ist, dass ihr euch segnen lasst von ihnen. Weil es ein Thema ist, das so umkämpft ist und wo so viel Potenzial drin ist. Und ich wünsche mir, dass wir kraftvolle Ehen leben. Nicht Ehen, wo wir uns einfach irgendwie gegenseitig erdulden und ein bisschen aneinander schauen, dass wir uns nicht zu fest gegenseitig aufreiben, sondern wo die Kraft drin sein darf, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und auch gerade wenn die Situation ein bisschen verkorkst ist, hey, erst recht, lasst für euch beten. Lasst es nicht einfach so bleiben. Es ist kein Zustand. Nehmt die Hilfe in Anspruch. Und wir haben auch sonst mega gute Angebote bei uns in der Kirche. Von erfahrenen Leuten, die euch helfen können. Und die kennen die Situationen, die schwierig sind. Und die es auch schon genug erlebt haben, dass Veränderung möglich ist.
dass eine Ehe wieder aufblühen kann, auch wenn sie vielleicht durch eine schwierige Zeit ist. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Meldet euch, ihr könnt das am Next Step Desk machen oder auch über unsere Homepage. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle in dem Sinne. Und es Wort an die Männer, hey, nehmt eure Frauen ernst, wenn sie Redebedarf haben. Oder wenn für sie etwas nicht stimmt. Wir haben manchmal die Tendenz, dass wir das so ein bisschen unter den Tisch kehren oder auf die leichten Schultern nehmen und das Gefühl haben, das renkt sich dann schon wieder an. Morgen sieht es wieder ganz anders aus. Aber redet mit euren Frauen über diese Sachen. Und Frauen, gebt euren Männern Wertschätzung. Nörgeln nicht einfach nur an ihnen herum, sondern zeigt ihnen eure Wertschätzung für all die Sachen, die sie gut machen und die cool sind. Dann sind sie so viel eher bereit, auf euch einzugehen. Und vielleicht ganz allgemein, oder? Frag dich, wo du Sachen an dir selber erkennst, wo Gott an dir arbeiten möchte, wo eben vielleicht in so einer verbindlichen Gemeinschaft oder in einer Ehe vorkommt, wo du ausweichst, wo ihr euch an Fehler an anderen aufreibt, statt das als einen Punkt zu sehen, wo Gott mit euch möchte dran sein. Und ich frage dich auch, bist du bereit, dich in so eine verbindliche Gemeinschaft hineinzubegeben, damit sie dich Jesus näher bringen kann, auch wenn es nicht immer nur einfach ist. Und wenn du die Kraft vom Evangelium in deinem eigenen Leben erfahren möchtest und das noch nicht kennst, und die Liebe, die für dich da ist, trotz allem Negativen, trotz allem Schwierigen und die nicht loslässt, wo du darauf vertrauen kannst, wenn du die erfahren willst, dann bist du eingeladen, zu unserem Gebetsteam zu gehen. Sie lieben es, mit dir zu beten und das festmachen. Es ist ein einfaches Gebet, wo du mit Gott redest und sagst, hey, ich möchte mich auf dich einlassen. Ich möchte das leben. Ich möchte mit dir zusammen unterwegs sein. Ich bete noch zum Schluss. Steht doch auf, dann können wir nachher gerade in Worship. Jesus, ich danke dir für die gewaltige Kraft, die in der Ehe drin liegt und das Gewaltige, das in dem Evangelium drin liegt. Dass du uns vor Augen führst, wer du wirklich bist, aber dass du uns nicht dort lässt, sondern uns verändern möchtest und zu den Menschen machen möchtest, wo du schon immer in uns gesehen hast. Ich bitte dich für unsere Ehen bei uns in den Kirchen, dass du sie bewahrst und stärkst, dass wir zu Teams werden, die einander gegenseitig in dem hinein fördern, wo wir bereit sind, unseren Stolz und was es auch immer ist, loszulassen und einen Schritt machen. Ich bitte dich für all die schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass wir uns ganz dir anvertrauen dürfen, mit dir unterwegs sein, deine Liebe für uns dürfen erfahren und so dürfen auch wieder den Mut haben, uns darauf einzulassen. Ich bitte dich, dass in unserer Kirchengemeinschaft gelebt werden darf, die tief geht. Wo wir vielleicht herausgefordert werden, aber wo wir auch einfach wissen, dass wir geliebt und angenommen sind, so wie wir sind. Und dass wir uns nicht verstecken müssen. Dass wir nicht irgendetwas darstellen müssen, wo wir nicht sind. Ich bitte dich für die Zeit, die jetzt kommt, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen redest. Jeder dort, wo er es braucht. Amen.